Merci, Herr Präsident. Gëtt schwéier den Herr Giberien ze toppen no dem Sketch do méi. Ich werd mei best ginn, a ich voll doch nach serio fenken, da versiche man dat. Da fuhr immer schnell. Nee. Herr Präsident, no den Attentater vu Paris am November gouf grossriede gehalten an gouf mat viel Pathos vun Eisenwärter geschwert. Der Premierminister selber huet Gerechtigkeit als een vun Eisenwärter betitelt. Wäre das so? Wann ihr guckt, wat net nëmmen zu Lützeburg mehr ganz Europa sech ze Summe braut, da muss leider feststellen, dat Gerechtigkeit nach schü eng Floskeler kenger Realität entspricht. Wie vu Gerechtigkeit schwätzt an awer eng Steuerpolitik bedreift eg Fortunen, immer méi vun der Steuerpflicht befreit, mit dofir Salariat immer méi oprieft fir d'Allgemeinheet ze finanzieren, den huet eng ganz aner Opfassung vu Gerechtigkeit wie mehr opschied verfall. An ech will dofir dro warnen fir Truffen der Gerechtigkeit op die Lichtschëller ze hoelen. Steuerungerechtigkeit féiert zu Ungerechtigkeit en general. An Ungerechtigkeit féiert zu méi Armut a manner Demokratie, weil d'Mocht sech dadurch immer méi an den Händen vun dee verlagert, déi e finanzielle Poids hunn. An anderen Termen immer méi Leiit kréen dat justifizeiert Gefil, dat hier Stimm net méi gehéiert gëtt. Dofir soll sech och net wonderen, dat fir an der Aktualität ze bleiwen, an der Frankreich ze bleiwen, so Phänomener ginn, wo d'Halschen vun de Leiit net mi Wiele ginn, an dat de grossen Deel vun de Wieler eng Partei wie de Front National eng Stimm ginn. Van all der die real erliefte Solidarität op der Erbecht oder am Alldar verschwindt, wann in all der vun der politischer Klasse erklärt krit, et wäre selber schuld u se Misère an et mies den eng Kämpfermentalitéit hunn, an der permanenter Kompetitivitéit géint den anderen, dé soll sich net wunderen, dat die faschistisch Idee sei weh mcht, weil de weh, die gouf doch schon virgezeschen. 2015 war so eine Krisejoer, an der echte Halschen vum Joer huet die griechisch Frau die öffentlich Debatte an Europa dominiert, an noch heute zu Lützeburg. So die griechisch Frau, mech mis der Wirklichkeit vun der Aufhängigkeit schwätzen an der EU vis wie vun der Finanzmärt geroden ass. Griechenland als schüss dat Land werdet fir d'eicht gewot huet, op Regierungsniveau die Domination auf Rot zu stellen, er gouf dofir auch strengstens durch een ökonomische Putsch aufgestroft. A Portugal, dat gouf Manner thematisiert hei, interessieren sich auch wenig Leute für Portugal hunnech Land keinst du huet se Stadt für kurzem konkretisiert, an dem der Präsident von der Republik mat allen Mitteln versicht huet eng Majorität durch dem PS, dem Block Skerda an dem PCP zu verhindern. Et soll kein mengen, dat all die antidemokratisch Akten also die Gestikulationen Bewusstsein vun der Bevölkerung an Europa net prege gefen. Wenn antidemokratisch handelt, soll sech net wunderen, wann antidemokratisch Kräften Zolaf kreien, dat sind die zwei Seiten vun der selchter Medaille. Herr Präsident, d'Ausschaffen vum Budget as eng eminent demokratisch Sach, mit Demokratie beschränkt sech net nimmen op Freiheit fir do gein ze sinn oder dafir ze sinn, et brauch noch Klarheit. Der Rapporteur de geht doch op das froh an am Kader vom Semester Europäer mengt et mies den Prozedur ändern, an der Zeit etalieren, an noch méi debattieren. Das bestimmt net falsch. Wat Form ugeht, gët dawer immer méi kompliziert de Budget opzustellen, gët immer méi kompliziert, obwohl Demos mir dat mech nach run erinnern, Demos gouf eng woch lang iwwer de Budget debattiert. Haut ze das muss dat ganz schnell gonn, wech geht sinn net kein Budgetsdebatten ass eng Art Etat de la Nation war wirklich geht, wenn wir kommen net mi fir wirklich dazu fir wirklich iwwer de Budget ze schwatzen swat. Dat ass eng neue Mode vun Demokratie. Das wirklich eng kompliziert Äderweis fir darüber zu diskutieren. An das verschwoier fir Parlamentarier alles immer not zu vollzehen, net zu schwätzen fir normal Bierger, mégin immer hin nach dofir bezuelt, fir als da zu setzen. Aber ich gehe net op den Detail an de Kenzen am Prinzip vun der Prozedur, die reellen hin an hier durchstelltechten der Kommission, der EU-Kommission, dem EU-Rat, dem EU-Parlament und noch nach den Memberstaaten, dat das ein ganzen hin an hier. Das Problem ist aber auch den, dass an plus von dem hin an hier politische Schwaen als technische Necessitäten durchgestaltet gehen.
Weil et kann iwwer Prozedur debatteieren, méi et mecht wenig sinn, wann net iwwer de politischen Inhalt debatteiert. De Problem ist aber den, dat den europäische Kader, an dem sich auch die Nationalbudgetspolitiken entwickeln, erstens ein Angriff an der demokratischer Gestaltungsmöglichkeit von den Memberstaaten durchstellt. Und zweitens sowieso als den Angriff politisch nicht neutral. Das ist ein Angriff an der demokratischer Gestaltungsmöglichkeit, an dem in Artikel 3 vom Stabilitätstraité der Memberstaaten imposiert strukturellen Defizit von 0,5 respektiv 1% für die Staaten, wo die Schuld unter 60% vom PIB ist. Und das gilt dann noch für Lützeburg. Oder ein Limit von 3% Defizit hat par rapport zum PIB oder auch nach dem Limit von 60%, was Schuld angeht par rapport zum PIB. Und das Regeln sind natürlich politisch nicht neutral, weil sie die Memberstaaten dazu leiten, hier Depensen, auch wenn sie legitim sind, anzuschränken, real antizyklische Mesuren zu holen, die sowieso schon angeengt sind durch den angeschränkten Interventionsradius von den Staaten. Aber es bleibt ja auch nicht dabei, weil es gibt eine ganze Reihe von Mechanismen, die dafür sorgen sollen, dass Maßnahmen die Staaten holen unter dem Blickwinkel von der Austerität notgedrungen auch umgesetzt gehen, sonst gibt es den Bengel oder vom Sixpack oder Twopack. Das sind Mesuren, die gegen Staaten können noch ausgelöst gehen, die sich nicht der budgetärer Disziplin, wie es so schön heißt, beugen. Und das so nicht. Also den Herrn Finanzminister hat ja heute Morgen Jochen einkehr gesagt, und war auch nicht die erste Kehr, wo das gesagt hat, wenn sich referiert und den Navier von den zwei Berufskammern. Ja, die haben absolut recht, die Kriterien auf Frau zu stellen. Das mengen wir auch. Sie gehen d'ailleurs a Wirklichkeit ja von Belgien mal vorgestellt. Natürlich nicht aus den selben Gründen, aber sie gehen permanent auf Frage gestellt, was schon ein Zeichen ist von dem arbiträren Charakter von diesen Kriterien. Also sie gehen ja auch im Prinzip nicht richtig respektiert, unter anderem von Frankreich. Die EU, das ist ein bisschen wie die Farm vom Orwell. Ne? Du hast nicht alle Länder sind gleich, aber verschiedene Länder sind ein bisschen gleich wie die anderen. Und wenn wir schon beim Orwell sind, für zurückzukommen auf das, was der Herr Finanzminister sagt, heute Morgen, die EU ist an der Theorie ein demokratisches Gebilde. Aber gewisse Sachen dürfen nicht auf Frau gestaltet gehen. Herr Gramegna hat es schon richtig verstanden, wenn die Berufskummeren das Kriterien auf Frau stellen, dann ist es, weil sie sie fundamental auf Frau stellen. Und das ist an der EU verboten. Demokratie ja, aber nicht den Kader sprengen, wenn es klifft, sonst keine Strafe. Und das war ja auch der Fall für Griechenland. Das Land, das dann vom Bresler Olymp bestraft ging, wie der Prometheus. Ja? Der Prometheus ist bestraft gehen, das wisst ihr, aber das helligt Feuer, das brennt weiter. Das darf ich noch nicht vergessen. Ich soll nicht just eine Sache, wenn die EU so weit kommt, dass hier ökonomische Ausrichtung nach just mit Menassen und Strafen durchzusetzen ist. Wenn er gemeint wird, es kann die Leute an der EU auf ewig intimidieren, dann ist das ein ganz schlecht Omen für die Zukunft von der EU, wenn es nach geht, auf lange Dauer. An dieser Vorstellung können zwar nicht mehr zwischen Gänsefüßischer von so Kummeren, aber das sind die Kummeren, die das ganze Salariat repräsentieren, öffentlich und privat. Das sind die repräsentativsten Kummeren überhaupt hier im Land. Da stellt sich auch die Frage, ja, die Zivilgesellschaft soll mehr angebunden gehen an die Budgetsarbeiten. Aber wir kommen nicht allein. Wenn wir wirklich von Demokratie schwätzen, dass die unseren Regeln, die dem Staat seine Gestaltungsmöglichkeit einschränken, wirklich müssen auf Frau stellen. Natürlich, wie der Rapporteur da doch zu Recht so, der Richter, den sitzt zu Brüssel und verteidigt seine Regeln mit Memberstaaten, ja, die und das Regeln, die und der Ausschaffung von diesen Regeln mitgewirkt, natürlich. Wir müssen aber realistisch sein. Als Schiederin sich wirklich sicher, dass die Regeln, die durch die Regierung von den Memberstaaten ausgehandelt wurden, wirklich von den Bevölkerungen geholt gehen. Sind Leute wirklich mit angebunden gehen? Sind Leute wirklich gewohnt gehen, was für Konsequenzen des Regeln mitzuspringen? Es gibt nur aber schon eine helle Wulf von Avien, wo ich nicht den Eindruck habe, dass die Koalition wirklich seriös hält. Zum Beispiel, justement, den Avis von der repräsentativsten Kammer vom Land, der Chambre des Salariés, die ein ganz Partywarnsignal schickt. Also sie sind ganz klar und können das doch beweisen.
sind 2011 wies Darmut zu Lützeburg wie nach nie. An erster Krise sind wir bei weitem nicht. Das hängt natürlich davon ab, wie ein Zahlen interpretiert. Wo das Budget vom Herrn Minister präsentiert gouf, hat die Regierung sich nach felicitiert, dass der Chômage to liegt, raufgegangen wird. Das hat sich auch immer ein bisschen geändert. Aber das Problem ist, dass der Chômage to, das sieht aus sich nicht so viel aus. Weil er berücksichtigt ja die Leute, die angeschrieben sind auf dem. Am Rapport steht er doch, und das wird vom Rapporteur zu Recht notiert, dass wenn ihn auch nach all die Leute dazu rechnet, die an einer Mesure sind, dann kann ich schon beim Zoll kommen von 1%. Aber sogar das sieht ja auch noch nicht alles aus. Weil, wenn ihn zum Beispiel auch von Schaffung von Arbeitsplätzen schwätzt, dann muss ich aber auch gucken, was für eine Sorte von Arbeitsplätzen das sind. Und da stellt ihr fest, wir erleben heute in Lützeburg eine Explosion zum Beispiel vom Interim, also die neue Form von Dolehner-Arbeit. Das sieht das Statek auch an einer Etüden, was ganz interessant. Also einer Etüden, die sich nicht direkt mit Budget zu dienen, die ganz interessant sind. Und die misst vielleicht nichts mehr en Profondeur analysieren. Und das hat Herr Allegretzer auch noch proposiert an einer Kommission dazu. Aber wir erleben natürlich auch noch eine Explosion von den Contrats à durée déterminée. Die hat sich auch nach die Jungen treffen, an die am Gange sind, oder wann es schon nicht der Fall ist, Regel gesehen bei den Jungen 125. Und dann der wir noch nicht das verlieren, dass Teilzeitarbeit immer mehr zuhält. Die lo bei 19% leid, und hauptsächlich Frauen betrifft. Aber weitem, als das kein gewollten Teilzeitarbeit, weil lauter Salariatskummer als die unfreiwillig Teilzeitarbeit, die ist geklommen noch von 5 auf 12%. Und kann ich diesen Test machen, wer zum Beispiel eine Annonce für eine Tagesmutter zu finden. Ich kann einen jungen Mann, der nicht das für ein paar Wochen müssen machen, weil auch nicht genug Plätze an der Maison Relais sind, aber das ist noch ein anderes Problem. Den als Regelrecht mit Proposen überschwemmt gehen. Von natürlich meistens Frauen, die quasi nicht mehr Frauen, die da doch noch proposieren, den Job. Und die Proposen, die nicht abgehalten, sogar nur dem sie schon nicht gefunden hat. Das ist aber in Realität, das sieht etwas aus, über eine gewisse Urgenz. Das sind alles Realitäten, die natürlich die offiziellen Chômagezöllen, die sowieso schon relativ hoch sind, stark relativisieren. Weil es geht ja wirklich nicht nur darum, irgendeinen Arbeitsvertrag zu haben. Das Ziel von der Arbeitspolitik soll der Sinn für die Leute zu erlauben, von ihrer Arbeit zu leben und eine Planungssicherheit zu bieten. Weil kein Mensch ist wirklich frei, wenn sich materiell nicht aufsichern kann, wenn er all dafür seine Arbeit bangt, wenn er am Schluss vom Monat, wenn er sein überteure Loyer oder Prä, wenn er überhaupt noch Kredit bezahlen muss. Und dann für berechtigten Luxus ist natürlich nicht mit zu schwätzen. Ja, weil die Menschen haben natürlich auch noch Recht auf ein Minimum von Luxus. Schiederin, nicht nur eine Minorität. Aber wieso schon der Generalsekretär von der UEL, von der Union des Entreprises, es kann eben nicht schiederin an der Skivakanz an auf Mauritius an einem Jahr. Aber wenn in ein Kehr versicht, rasche Beispiel zu holen, das ist ganz einfach, mit einem Mindestlohn netto, alle da immer bei 17.000 Euro Jahr. Da könnt ihr noch nach Loyer holen, die mal nicht übertrieben teuer ist, Mathechargen dran, das wären dann 900 Euro den Monat, mal 12, das gehen 10.800 Euro, 17.000 minus 10.800 Euro, das mischt 6.200 Euro Jahr. Die Frau oder der Mann ist dann da geklebt, wird nach keine Assurance bezahlt, auf Kosten nicht überholt, und doch noch nicht geht. Natürlich kann ich sagen, da gehen da nach Eden, wie der Logement zum Beispiel, die wir vor kurzem gestimmt haben, mir nicht, wir haben uns enthalten. Aber ja, da kriegen die mal nicht, die ja selber finanziert. Dann ist ja das Problem, weil es ist ja einfach, als Mosepolitik zu machen und als Politiker dahin an die Bevölkerung zu gehen und zu sagen, hey, guck, wir machen eine Ad mit deren Steuergelder.
Nee, politische Courage dat auch vielleicht bei den Proprietären bei den Promoteuren zu gehen, den muss ich vielleicht bekämpfen oder vielleicht auch nach Loi limitieren. Das ist ein bisschen kompliziert, das geht nicht zu. Mit das möglich. Und das Problem ist ja just den, dass man heutzutage, und das will man vielleicht nicht unbedingt realisieren, es gibt immer mehr schaffend Leute, die, wie die Amerikaner so ein Working Poor sind, heute zu Lützeburg. Aber vorrecht als sogar die, dass Lützeburg sich bei Rekord bricht, was Working Poors anbelangt. Wir sind an der EU auf 4. Platz. Das ist natürlich alles relativ schwierig, das zu beurteilen. Aber trotzdem, an den offiziellen Statistiken sind wir auf 4. Platz, an Rumänien, Griechenland und Spanien. Das gilt auch für den Risiko der Povertät, also die Chance, oder besser gesagt, Unglück für an Armut zu rutschen. Die lag 2014 bei 11,11% von den Leuten, die am Arbeitsalter sind. Was alle Residenten angeht, als die Zahl nach mehr ist, du hast all Sechsten vom Risiko der Povertät betroffen. Und das nur dem Sozialtransferen stattfanden. All zweite Schummer, als zum Armutsrisiko betroffen. Ich verstehe nicht, wie ein überhaupt von einem Triple A sozial kann schwätzen, oder doch? Irgendwie verstehe ich es, weil wir sind am Jargon von den Ratingsagenturen. Und die Ratingsagenturen, die ja denen selbst gehören, die Finanzmärkte kontrollieren, die delen hier Bonotten denen Staaten aus, die sich am besten fügen, hier Sozialausgaben drosseln, Kapital so man wie mich besteuern und Arbeitskonditionen nach Regeln, darüber wird nicht so oft geschwärzt, auch noch am unsichersten machen. Dann haben wir natürlich ein Triple A sozial. Wir aber nur die Kriterien von der Finanzmärkte, und das nicht unbedingt die selben, denen der Besoin von der Bevölkerung entspricht. Wir als Lenk hatten für ein paar Jahre gefordert, dass der Mindestlohn um 300 € muss da hoch gehen. Ich meine, an der Zwischenzeit müsste mir als erste Forderung ein bisschen revidieren und uns echt eine Forderung stellen, die in Richtung von 400 € Erhöhung gehen. Weil das einfach nicht irresponsabel den Mindestlohn nicht zu erhöhen, wenn ich weiß, dass ein Bürger mit dem Salär einfach nicht über die Runden kommen kann, isoliert und ohne Hilfe. Aber wirklich geht der Mindestlohn ja auch, und das ist ja ein Problem, geht ja auch nach zurück, dadurch, dass die Steuertabelle nicht mehr unterjährig gebunden ist. Und die Leute natürlich mit wenig Einkommen, und dann natürlich kriegen sie auch nach ein Mindestlohn, der noch weiter geschmolzen ist. Das heißt, dass der Mindestlohnempfänger im Jahr 2015 nach nicht mehr 84,9% für seinen Bruttolohn kriegt. Und das waren dann nach 86,4% am Jahr 2010. Und da der Wäschmilzen vom Lohn betrifft natürlich auch die Mittelverdiener. Und da das auch schon berechnet ging. Du hast es nach einer Zahl 71,6%, also weggeschmolzen 2015. Am Vergleich mit 2010 wird 75,5% war. Das heißt, dafür geht es natürlich nicht durch, nur den Mindestlohn zu erhöhen. Das muss kommen, aber überhaupt Steuertabelle muss auch unterricht gebunden gehen. Wir haben all Intérêt drin, an eine Cercle vertueux zu kommen, die Kaufkraft herabsetzt. Einerseits wird damit zu bekämpfen, nicht durch Almosen, sondern durch eine Gerechtigkeitspolitik. Andererseits gerade für eine gewisse Croissance zu sichern und damit weiter Steuereinnahmen und Kotisationen. Und das geht auch nicht über den Spurpark, den noch nicht vollständig umgesetzt ist. Als wundert es nicht, wie sogar der Statec hat ja berechnet, dass der Spurpark natürlich vielleicht ein kontabel an einer kontabler Vue positiven Impact hat auf die öffentliche Verwaltung. Mehr, und das ist der große Mehr, den Impact auf die Wurstmann, sogar auf die Chômage, also negativen. Weil was bis am Kader vom Spurpark geschieht. Natürlich, die Werke war erhöht, an die spezial sogenannte Solidaritätssteuer von 0,5% angefordert. Aber dann hat noch ein ganz Ribambell von mehr oder weniger kleinen Abschnitt, wie die Tax von Anerkennung von Unisdiploma-Wert, Leute aus der PETR wirklich treffen kann, weil die relativ wenig, mir nicht nehmen die natürlich, dann natürlich auch bei der Formation continue, gouf angespürt, am Kader von der Pflegeversicherung kommen zu Abschnitt, nicht zu schwätzen von der Allocation Maternité und der Allocation Education, davon gouf geschwar dann noch so gut Kilometergeld, gouf auch aufgesetzt von 40 auf 30 Cent. Wenn ihr das alles
bësse kumuléiert, a wann den wirklich net gut tun ass, da kann dat relativ viel ausmachen. Das natürlich auch dem Ersatz von den Gewerkschaften zu verdanken und noch enger helle Wull von Organisationen aus der Zivilgesellschaft quasi all, dat eng Reihe von Mesuren, die ungerecht an unevaluiert waren, dat die zurückgedrängt wurden. Ungerecht an unevaluiert waren. Ich kann mich auch schon erinnern, dass wir miliästemisch kommen, der Journalismus, also war wenigstens ein bisschen mit den betroffenen Leuten diskutiert, die wir am Vierfeld, die 250 Mesuren dekretiert goufen. Ich weiß nicht, wie das gegangen ist. Dann hat ihn vielleicht etwas das rausgehabt, wenn die Mesure einfach so, was Pressehilfe zum Beispiel geht, wenn die einfach so appliziert hat, dann hat ihn so bis 3 Zeitungen, die verschwunden wären. An einer Zeitung hätten sich müssen aber zusammenlegen, vielleicht just engem oder 2 proprietären gehören. Und ich weiß nicht, ob das für Pressevielfalt wirklich etwas ganz Positives ist. Das ist ein Beispiel, den ich gut kenne. Es gibt noch viele Beispiele, wo viele Leute noch just nicht den Kap gerüsselt tun, weil einfach just sogar nicht nur am Inhalt, egal was geschieht ist, aber sogar Inhalt, also handwerklich, egal was gemacht ist. Aber natürlich, das geht nicht genug. Den Sozialaufbau soll weitergehen mit dem Spurpack. Und das schreibt ja auch Salariatskummer. L'année 2016 sera elle aussi marquée par la mise en place de mesures à l'impact social et économique délétère. Weil nächstes Jahr, gleich also, soll ja noch ein paar Spurmesuren ergriffen gehen, die sich unter anderem auf den Arbeitsmarkt bemerkbar werden machen. Ich gehe davon aus, dass sie appliziert gin mat dieser Regierung wesinn net dëmmer so richtig wer appliziert gëtt, awer net appliziert gëtt. Mit kann en natürlichsche pur Mesuren opzielen, die awer a gewisse Millioen an der Reihen vun der Gewerkschaften noch fir Sugen, wie zum Beispiel Tëlle fir die geografische Mobilitéit, die kind aufgeschafft ginn. Gerade an Zeiten, wo Salarien jo bësse méi flexibel sech musssse weisen, der temporäre Emploi soll natürlich auch verschwanden oder d'aide à l'embauche de chômeurs à longue durée. Herr Präsident, was möchte die Regierung am Platz der Kuch mehr gerecht zu verdelen? Mir gute gestern paar Grafiken gewesen. Dabei war auch die Grafik vom Déchet Fiscal über den E-Commerce, den, wie wir wissen, über den TVA-Erhöhung kompensiert gouf. Schwätzen von einem Déchet Fiscal von über 400 Millionen Euro, den noch nachwurzeln kann. Was TVA-Erhöhung aber die einzige Mesure, die hat müssen geholt gehen, für das zu kompensieren. Es war sonst keine andere Möglichkeit, für das zu kompensieren, zur Verfügung. Weil es geht mal nicht darum, für ein Kapital zu gehen, mit hat noch keine andere Mesure holen. Zum Beispiel 1% der Spitzensteuersatz erhöhen. Dem nur wie das berechnen kann, in auf 1,5 Milliarden kommen. Und dann hätten das so können kompensieren. Nun hat der Abschiedverfall so angeschaut. Und es hat natürlich keinem extra Weg getan. Just die höheren Revenuen wären leicht mehr besteuert gehen. Es gibt aber noch andere Möglichkeiten, den Defizit zu füllen. Kann den zum Beispiel Nischen für Spekulationsfonds aufschaffen. Oder kann den 25 Millionen rankriegen. Kann den noch natürlich Franchise von 50% auf den Dividenden. Kennt den sich auch ein bisschen in den Club holen. Und natürlich kennt den sich auch evaluieren den Impôt sur la Fortune für physische Leute anzuführen. Aber eine Nuance ja da weiß natürlich, finde nicht unbedingt die falsch zu treffen. Für wer das ist unmöglich zu Lützeburg all die Steuergeschenke auf Rot zu stellen, die dazu beitragen, dass ein Defizit von der ganzen Bevölkerung gedeckt muss gehen. 2007 hat die große Finanzkrise angefangen. Und das auch von dem Zeitpunkt an, dass ein Defizit so stark vertieft wird. Das wird, wenn wir alle wissen, dazu dient, dass der Staat, also die Allgemeinheit, müssen Banken retten, absprangen, weil die Jahrzehnten laissez-faire der Finanzmarkt erlaubt, hat Casino zu spielen. Es hat in sich keinen erwarten, dass mal umgedurcht gehen. Man nennt auch eine zu Lützeburg. Und ihr guckt, wie können dort für die Resetten. Der Steuerzahler zu über 2/3, es kennt die schon bald sogar so, und der Steuerzahler dem nur schon bald für 3/4. TVA allein möchten 30% aus. Besteuerung auf Lohnmaß zusammen kombiniert mit der Spezialsteuer machen 36% aus. Und dann ist natürlich Schlusslicht, dass das den IRC, Betriebssteuer zusammen mit der Gewerbesteuer natürlich auch noch Spezialsteuer, die sie auch bezahlen, da sind wir auf 23% von der Resetten. Das ist eine Grafik,
die ich ein bisschen vermissen, die waren natürlich auch an den Bericht zu fanden, den die Leute nicht so interessiert, das war der Bericht von der Salariatskummer. Dafür kompensieren ich ein bisschen, an den Schwätzen ein bisschen mehr davon. Dafür ist es doch kein Wunder, wenn so Entreprisen, Societäten wie PwC, PricewaterhouseCoopers, sieht, Lützeburg wir sich auch wirklich geht ganz kompetitiv, weil nicht nur Steuerlast von den Betrieben als heute Lützeburg in Realität niedrig, mit Kotisationen auch an der Soll. Am Kader vun der ominöser Steuerreform, die jo Chamois, wo en Deel Chamois votiert gëtt. Nach weiter ein Steuerlach für Betrieber Rof senken op den Ton nominal vu 15% an mäßige Spenze gesinn, wie den nächsten to effektiv wird ausgesinn. An die hat ich doch gern ganz einfach ein Grafik gesinn, der den Defizit vom Staat opweist, op verschiedene Joren etaléiert, Steuerlacht vun der Betrieber an noch Profitmargen. Das wäre eine interessante Grafik, wo in die Sache kennt man den kombinieren. Die gëtt wahrscheinlich auch vielleicht nicht für Lützeburg, aber da kann ihn sie vielleicht machen. Es steht auch eine Sache fest, Lützeburg steht auch wirklich, was Produktivität angeht, ganz gut da. 7. Platz auf EU-Niveau, nach 4 Nachbarstaaten. Das ist aber nicht der Fall vom Wurzeln von den Salären. Da sind wir 100 Frankreich an Deutschland. Da soll nach behauptet gehen, wir giffen über als Verhältnisse leben. Nee, bei weitem nicht jederin. Ich komme nicht allein für eine Person zu schwätzen, zum Beispiel die bald 9.000 Frauen am Bootssektor, die jahrelang um mich zu streiten, aber weiterhin streiten, für unter anderem den qualifizierten Mindestlohn. Ja, c'est pas le Peru. Zugestand zu kriegen, den so nur 10 Jahre Berufserfahrung zu gut tun. Das will das Patronat natürlich nicht bezahlen, das wollen die großen Bootsfirmen nicht bezahlen. Vielleicht gut auch irgendeine Bootsfirma Ruling, ich weiß es schon nicht. Aber vielleicht könnt ihr noch Steuerinspektion frohen, wo das Problem da leid, für einen Kerl zu gucken. Vielleicht haben die Entreprise auch kleine Probleme, für irgendwie normal Salären ihre Salarien zu bezahlen. Da können vielleicht die Beamten sich dafür interessieren, für zu gucken, was da schief läuft. Vielleicht gibt es gewohnt, aber vielleicht können wir doch verstehen. Kein den nach lang darüber diskutieren, wie mit den Frauen umgesprungen gouf, wie hart Patronat als wenn die Frauen zum Beispiel nur 25 Jahre Berufserfahrung einen halben Tag Congé mehr frohen. Das sind nicht Leute, aber natürlich sind das quasi alles Frauen, arme Frauen, die natürlich auch keinen Sitz an einem Verwaltungsrat können kriegen, auch trotz Parität. Frauen, die meistens auch kein Wahlrecht tun, das ist natürlich evident, entweder weil sie Frontalier sind oder weil sie nicht Lützebäuerinnen sind. Auf Lützeburg zu lehren, schmengen, da müssen sich ein paar Leute auch ein paar Gedanken machen, wie das gehen, weil die Realität ist ja so, dass wenn den von Esch auf Mirsch muss hin und her fahren, von 6 bis 10 Uhr, an der nur eine Pause machen, an der nur um 15 Uhr aufhängen, bis 19 Uhr, wann überhaupt nicht, Überstunden, die meistens auch nach nicht bezahlt gehen, muss gelegt gehen, weil das ja auch nicht so richtig kontrolliert, dann ist es doch noch schwer für sich zu integrieren, wie gewisse Leute mal so mengen, wenn sie dann haben sie auch nach Kanner. Die Realitäten sind ein bisschen mehr besser, wie sich gewisse Leute das einfach so malen. Ich kann nicht aber auf jeden Fall sagen, also wenn die Link an die Regierung wäre, dann hätte man wenigstens eine Arbeitsinspektion, die funktionieren. Und ich kann nicht sagen, dass die Firmen auch finanzieren mit überflüssig Luxusdepensen, die an uns Armee rafließen, an Fliegern, an Schiffer. Weil wenn wir eine Armee heute zu Lützeburg brauchen, eine richtige Armee brauchen, dann ist es die Arbeitsinspektion. Ich meine, das ist Batterieschein. Und da kommt es auch zur Armee, weil wir sind wirklich der Meinung, dass die Depensen überflüssig sind. Das ist leider Posten, die klimmt. Von 0,4 auf 0,6%. Das ist natürlich am Kader von der NATO-Memberschaft. An der Weg geht der Militärfonds, der geht auf von 114%. Und nur für die nächsten Jahre laut pluriannuell werden auch noch abgehen. Manderstark natürlich, mir wird weiterhin wurzeln. Ich kann mich noch erinnern, letztes Jahr, wo über Rulingen geschwärzt wurde, da war natürlich eine neue Linie de Défense auch von der Verteidiger von der Rulingen zu sagen, okay, ja, das ist vielleicht eine kleine Sauerei, was wir heute machen, mit anderen Ländern wie Frankreich oder Deutschland oder Belgien, so, die machen noch Sauereien, die haben eine Waffenindustrie, am Jahr natürlich kein. Aber ich weiß nicht, ob wir als Lücken erlauben, so etwas zu behaupten.
weil das war auch nach der letzten Woche zur Diskussion durch DASES und durch Luxgofs hat, durch die Drohnen, die mir natürlich durch steuern. Ich kann mal schwer behaupten, dass Lützeburg gut keine Waffenindustrie mehr hat. Natürlich bauen wir keine Panzern und auch keine Waffen, mit denen ich schießen kann. Aber das ist klar, dass der Lützeburger vor der Guerre sich Englisch von tut. Und das ist die von der Kommunikation und vom Repérage. Und für Krieg zu führen, den Offizier Carter ist nicht dafür, das zu bestätigen, aber ich meine, das machen. Das ist Kommunikation, Repérage, etwas Fundamentales. Es gibt keine Bombe gepucht, ohne für drun zu wissen, wo die Ziele sind. Und das Zynische daran ist, dass wir auch noch eine ökonomische Standbein daraus machen wollen. Das ist nicht die wirtschaftliche Diversifikation, wie wir uns vorstellen. Das beweist auch dass das Kriegsgeschäft eine eminent wirtschaftliche Rolle spielt, dass man Krieg Geld sich machen lässt. Und ich kontestiere, dass es ein renforcierten militärischen Engagement von Lützeburg am Kader von der NATO zur Sicherheit vom Land beiträgt. Ich kontestiere das. Und ich meine sogar, dass das der Gegenteil kein Sinn. Weil irgendwie, gehen wir ja militärisch gesehen, ein viel mehr evident Zielscheibe auf einer gewissen Art und Weise. Wir spielen eine Rolle. Wir sind keine friedfertige Nation mehr. Wir spielen eine aktive Rolle an einem Militärbündnis. Was vergisst wird sich abzulesen, trotz Versprechen, aber was sich auch nach Osten ausgedehnt wird, aber was total hasardös, katastrophal Militäraktionen durchführt, die verloren sind, keine ankriegen, wie zum Beispiel in Afghanistan. Dummer da, um mir kein Geld zu machen, keine Ausgabe als justifiziert. Und ich meine noch, wenn wir von Nation Branding schwätzen. Ich habe auch für Drohnen gesehen, wenn wir aus Bratzen, wie die Welt über das lacht, dem nur irgendwie muss man einfach ehrlich mal das selber sein. Wir sind keine Mikrostadt, wir sind nicht Monaco, wir sind nicht der Liechtenstein, das ist richtig, wir sind aber auch keine große Nation. Wir sind eine kleine Nation, das eben so, die eine gewisse Rolle spielt, auch spielen soll, da wo sie kann. Aber wir sollen nicht machen, wie wenn wir Frankreich wären oder Belgien wären, sogar. Aber wir können auch Vorbilder weisen, was eine kleine Nation könnte machen, und nicht unbedingt so zu spielen, so zu machen, wie wir könnten mit dieser Multiplikation von den Soldaten am Mali, wo die Notleute wirklich die Gegenbisse mit uns machen, und das kann ich noch verstehen. Und danach kann ich so ausgehen für ein Nation Branding. Also ich kann nicht so, ich schon so eine Geschichte geholt. Am Anfang wusste ich nicht, dass das so etwas wie, dass die Nation Branding so, das war so eine Sitzung, das Herrscht hat ein bisschen drin teilholen, aber ich konnte das keine Zeit, und ich schon gesagt. Und da gehen wir hin, und das war ganz witzig, und danach, Moment, sitzen wir da in den Tisch, wie war da? Ich meine, der Hofmarschall war da mit dem er zu Bund ging, den er nur fortgelaufen, der Mann hat doch recht. Aber da waren noch andere Leute dabei, ehemalige Journalisten und so weiter. Wir sitzen da nur da, ob Kartonskösten mit Prit zu paschen und so weiter. Also ich hatte das schon lange nie gemacht. Und ich muss sagen, ich hatte einen gewissen Cure de Jouvence. Und ich meine, der Josie Laurent war auch dabei. Den hat auch ein Cure de Jouvence. Voilà, ja, die lacht, dass man deren Steuergelder, wo das finanziert wird. Aber es war eine spezielle Experience. Da versteht ihr so gut, wie was denn... Ja. Da versteht ihn aber vielleicht doch, wie sogar den Etienne Schneider die Sache vom Nation Branding nicht so richtig echt hält. Und noch ein Kerl, ob man Humor getwittert hat. Humor ist immer ein Zeichen von Intelligenz. Wo da war justifiziert, als Geld auszugehen, das ist an der Bildung. Und da haben wir mit einer Regierung zu dienen, die an dem Domain geizt, als umdreht und noch mit falschen Durchstellungen können vom heutigen Student, dem seiner Börse ein Auto kauft. Wir sind nicht mehr an den 80er, ich kriege das nach an der letzten Kommission vom Enseignement Supérieur, als Remmenke mit dem Argument hantiert gehen. Das kommt nicht von geringer Seite, das kommt von der Ressortseite, aber das Remmenke mit dem Argument hantiert gehen. Ich will just so, wir sind nicht mehr an den 80er oder 90er Jahren, wo viele, die hier sitzen, damals studiert haben, inklusive ich, an die auch aus plus ou moins gut situierten Mittelschichten kommen. Wir sind am Jahr 2015 gekommen. Und die Welt hat sich verändert. Als Jugend, die weiss lo haut, was der Chômage ist.
Efäres von hinnen kennen den, wir wissen, wir kennen ja die Zahlen. Und auch zu das, also mal Back plus 4, kein Garantie mehr für ein ordentlich Arbeit zu kriegen. Wir sind nicht mehr an den 80er Jahren, wo immer denkt, 5 relativ schnell ein Arbeit auf der Gemeinde oder beim Staat kommt, fanden, weil ja auch da Gemeinde das nicht zu sich angespürt wird, obwohl mit der rasanter demokratischer Entwicklung mehr öffentliche Dienstleistungen gebraucht gehen. Das ist eine andere Sache. Und es müssen Tausende von Studenten auf die Straße gehen. Es müssen nur gebessert gehen. Und ich meine, wir werden nach Diskussionen haben über weiter Nobesserungen. Weil irgendwie geht die Stadt Gefühl nicht los, dass nicht alles so richtig berechnet auf bei der Bourse Sozial. Aber wir werden eigentlich noch darüber zurückkommen. Herr Präsident, gestern haben wir noch gestritten über ein 4 Gesetzesprojekt, die wir durch das Plenum summen sollen. Wie ich das schon angedeutet tun, als wir das Problem à la limite nicht unbedingt den, dass das ganz schnell muss durchgepeitscht gehen, dass das Problem durchstellt. Das Problem ist den Inhalt selber von diesem Gesetzesprojekt. Den neu nicht schärfen. Heute Morgen hatte ich auch noch die Gelegenheit, zum 100,7 mit der Madame Melvinger darüber ein bisschen zu streiten. Da relativ zivilisiert war auch ganz frei Moes, wir waren noch ein bisschen mit, ich auf jeden Fall. Und eine Frage kommt immer zurück, was bringen die Nischen dem Land? Ich will hier nicht auf den problematischen Impact zurückkommen, für ob die Staatsfinanzen global gesehen, auf der Welt und so weiter, und ob die Steuerkonkurrenz diese Staaten gehen nicht liefern, weil ich meine, das hier oft genug habe, und das im Plenum, und ich meine, du das oft genug hören. Aber ich will froh abwerfen, ob das nicht überhaupt so positiv sind für Lützeburg, wie sie immer durchgestaltet gehen. Und dafür brauchen wir objektiv Zahlen. Zum Beispiel braucht den auch ein Chlor löscht von den Nischen, wie auch mein Vorgänger, der Justin Turpel, letztes Jahr zu der Debatte auch gefordert hat. Wie lief davon, was bringt das der Allgemeinheit, was für ein potenziell kollateral de Schäden provozieren sie. Wir wollen mal nicht behaupten, dass sie gar nicht bringen. Wir sind mal so zynisch, sind wir nicht zu mengen, dass man mit einer Region konfrontiert sind, die extra schlecht Sachen will machen. Ich meine, nur politisch Differenzen, und wir analysieren ökonomisch nicht das. Aber ich meine, die Diskussion müssen einfach können feiern. An zu degressiver Steuerbetrieber mit einer Fortune von über 500 Millionen. Geht man näher, dass das Betrieber plötzlich müssen umgehen, weil die bringen hier Substanz mit. Aber ist das auch immer so? Ich weiß es nicht. Wir wissen das, aber ich geht auch nicht unbedingt als Parlamentarier. Das geht mal so behauptet. Aber wer das Substanz zum Beispiel von Walmart, wer das Substanz von Disney. Und wir wissen, dass das nicht immer so evident ist, was für eine Substanz sich da handelt, verstoppt. Und darüber muss ich können aber diskutieren. Wer das die reale Substanz auch, wenn den Reedereien Fiskalavantagen kriegen, wer das die reale Plus-Value da handelt. Wird gesagt, ja, da sind natürlich auf Kosetyden, die du von erleben. Ja, ich will bien, da sind wahrscheinlich auf Kosetyden, die du von erleben. Aber ich will eine globale Approche haben von dieser Substanz, auch von der Plus-Value, die wirklich erkennt. Die Regierung verteidigt das. Aber wenn ich andere Sachen lesen, Artikel an diversen Zeitungen lesen, ich bin auch kein Experte an der Materie, aber ich versuche mich anzuschaffen. Und ich weiß, dass nach anderen Leuten, die Experten sind oder eine gewisse Expertise haben, dann ist das nicht immer so klar, wie das hier auch immer so moniert wird. Ich stelle aber just nach einer Sache fest, es gibt innerhalb von dieser Regierung 2 Tabuen. Den ersten Tabu sind dann eben Steuernischen, die nicht soll vorstellen. Den zweiten Tabu, also wie geht dann eine gerechte Steuerpolitik? Für was fällt der Regierung so einfach am Vorfeld von der Debatte von der Steuerreform eine Aufsetzung von der Betriebssteuer zu annoncieren, aber im Gegensatz von einer Aufsetzung vom Spitzensteuersatz zu schwätzen? Darüber kann ich nicht schwätzen. Aber wie kann es sein, dass kein Mensch zu wissen, wie lange die temporär sogenannte Solidaritätssteuer von 0,5% soll bestehen bleiben, weil die auch noch weiterhin viel gesehen. Den Herr Schneider sieht etwas, den anderen Tag sieht den Herr Gramagna besonders. Also ich meine, ich denke an der Koalition, die wirklich, es geht um die Steuerreform nächstes Jahr, die muss ich denke eins gehen. Steuern sowieso, wie den Herr Staatsminister Pummel gesagt hat, sie Gift für die Wirtschaft. Wenn aber darum geht, Bevölkerung zu besteuern, da schenkt das nicht mehr der Fall zu sein. Das stellen wir fest. Aus all den Ursachen, wie die Regierung vorstellen, werden wir als die Linke natürlich die Budget nicht mitstimmen. Ja.
Merci dem Herr Wagner.